Okay. Das war, das war eine Weile. Guten Tag, ihr Leid. Äh, sorry, alles voller Gas. Wir sollen im Gas ausweichen. Ähm, okay. Das war, ja. Was ist denn hier los? Oh shit, oh shit. Okay. Ich weiß nicht, Renne brauche ich, glaube ich, nicht. Okay, das sagt uns, glaube ich, woher der Wind kommt. Oh, fuck. Okay, alles klar. Müssen wir uns beeilen wahrscheinlich, ne? Okay. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ich kenne ja nirgends wie jetzt. Also müssen wir ja wohl so durch. Ja, 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 ist alles in Ordnung. Guck, du an deine Poste ist quasi immer Wind, also kann ich halt sehen, wie die Wind weht sozusagen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich da sicher bin, dass du jetzt hey Gasgedöns kommt. Ich gehe mich da mal umgucken, ne? Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dass du was zu gucken gibt. Überall huscht die Leid. Weil die Deutsche mit Senfgasgranate rumgeschmissen haben. Was ist das? Otto Hülker. Schau mal, Otto. Okay, wo ist die Fahne? Da ist die Fahne. Da ist noch ein. Ich gehe da rum, glaube ich. Ich denke halt immer, ne, dass die Fahne da. Okay, ich muss da lieber. Will ich mich da noch weiter umgucken? Nicht wirklich. Ich bin schon fast verlobt. Nicht, ich bin schon fast verlobt. Ich hab mich schon fast. Ich renne auf dem Schlachtfeld rum, ich depp. Okay, alles klar. Ich gehe mal noch lieber. Was ist das? Was genau bombardieren die da? Ich gehe aber weg. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich habe keine Ahnung, wohin ich renne. Oder unten geht's in die Schützegraben. Da bin ich vielleicht sicher vor dem komischen Gas. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja ein bisschen schwerer, leichter. Also Gas leicht. Weißt du? Ich gehe echt mal noch lieber gucken. Kann ich mich wieder verstecken? Vor irgendwas? Wo ich nicht weiß? Okay, so geht's definitiv nicht weiter. Muss ich da durchbrechen? Briefe? Gasangriff auf Französisch. Nee, ich tue nicht mit französischem Akzent vorlesen. Meine Kameraden sind weg. Als das Gas von den Deutschen kam, haben sie sich die Masken vom Gesicht gerissen. Sie haben geschrien, als es ihnen die Lungen verätzt. Wie Schweine auf der Schlachtbank, sie sind alle verreckt. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Ich habe die Maske aufbehalten, aber ich kann kaum atmen. Gott, bitte hilf mir. Hey. Mein Vater hat also quasi
Gas erfunden, das Metall zersetzt. Ne, ne, warte mal. Der hat die Säure erfunden, die Metall zersetzt. Der Gasangriff hat da, glaube ich, nichts mit zu tun gehabt. Das fand die Deutsche halt einfach so gemacht. Wieso reißen die sich die Gasmaske vom Gesicht? Ja, so wie es aussieht, hat es auch nichts gebrunst drauf zu lassen. Eine Flöte. Eine Flöte. Für einen Moment scheint es dir, als könntest du ihr Lied hören. Hier ist etwas graviert auf Französisch für meinen Oscar in Liebe, Yvonne. An Yvonne auf Französisch. Meine liebste Yvonne. Ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Hier ist es nicht so schlimm. Glaube nicht den Geschichten, die du hörst. Viel Lärm um nichts. Und bald ist es auch vorbei. Ich spiele immer unser Lied. Also bleib tapfer und ich bleibe es auch. Für unseren kleinen Lumpenkopf. Küss sie von mir. Liebe, dein Oscar. Okay. Was ist das? Nicht zu nah dran gehen. Ist das eine Maske? Die Puppe starrt dich mit stechendem Blick an, aber echt, ey. Die starrt immer noch mit stechendem Blick. Das ist das Gas. Okay. Bleibst du aber da, gell? Wie kommen wir jetzt weiter? Weiß ich nicht. Da bin ich, glaube ich, runtergehupft. So vielleicht? Ne, da komme ich überall Stacheldraht. Ist es vielleicht doch da? Ah ja, guck. Hm. Warte, der Brief. Ich dumm jetzt hier zu stehen, denn nicht zu lesen. Das Lied von Grauen auf Französisch. Nach 8 kurzen Tagen ist der Urlaub nun um und wir kehren in unsere Gräben zurück. Unser Platz hier ist sehr wichtig, denn ohne uns wäre die Stellung verloren. Okay, es ist wirklich Französisch, weil es reimt sich nicht. Also auf Deutsch dann. Aber damit ist Schluss, wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schwerem Herzen, ja unter Tränen, winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommel für uns und ohne Trompeten ziehen wir nach dort oben, ziehen mit gesenktem Haupt. Lebe wohl, Leben, lebe wohl, Liebe, lebt wohl all ihr Frauen. Es ist vorbei, für uns ist er vorbei, dieser schändliche Krieg. Dort in Graon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf dem Plateau, da sollen wir endlich sterben, weil sie uns dazu verdammt haben. Wir sind diejenigen, die sie opfern. Mhm. Okay. Durch wieder Lava, ja. Okay. Kann ich mich wieder verstecken vor irgendwas? Bisher verfolgt mich nix. Ich habe das nur mal so gesagt gekriegt, dass ich mal sich da verstecken kann. Das ist für Axt. Also so. Wie heißt das? Pickaxe. Du hast wieder Versteck. Ich schluck mal hin. Ich hab gedacht, vielleicht kann man sich drin ein bisschen umgucken, ne? Nope. Okay, der Iwe muss mal freikloppen. Da wird es wohl weitergehen gleich. Ich guck erst mal da noch. Da komme ich her. Slido. Das ist noch eine Postkarte. Die Mine auf Französisch. Unsere Mine reicht jetzt fast bis unter die deutschen Gräben. Da wir beim Graben seltsame Geräusche gehört haben, befürchtet unser Captain halt, dass die Boschens uns entgegentunneln und dann Gas in unsere Stollen einblasen. Nun graben wir also nur noch bei Nacht und so leise wie möglich. Die Waffe immer im Anschlag. Die Boschens? Bourgeon? Ist denn das der Name von die Deutsche? Ich kenn nur Hifecap. Kenne ich als Bezeichnung. Ich meine, ich wohne ja hier mehr oder weniger, lass mal überlegen, 6, 8 Kilometer von der französischen Grenze weg. Ist also noch ein Nachbardorf dazwischen, sozusagen. Oder je nachdem, wie du gehst. Und
Ja, die, wo an der Grenze wohnen, wir sind früher als oft in Deutschland hier sonntags Bäckerei auf. Nee, sowas gibt's nicht, weißt du. Und in Frankreich hast du als sonntags noch nie fahren können, hast du dann Brot, also Baguette holen können und sowas. War immer cool, sind wir als nie gefahren. Oh ja, und Kracher. Kracher haben wir alles geholt an Silvester. Vater mit uns als nie gelatscht. Oh doch, ey, muss immer nie gelaufen. Einfach nur, weil wir es kennen, ne? Ey, da war ich 8 oder 9 oder so. Und es war eine dumme Idee, es war saukalt. Wie es halt ist im Dezember. Normalerweise, damals war es noch ein bisschen kälter. Ja, ja, dann haben wir Kracher geholt. Okay. Ja, okay, dann laufe ich halt hin, dass die Schrift weggeht. Aber brauche ich halt nicht, weil da ist kein Feind. Stampfen und Schreien, Französisch. Ich höre das Geräusch an Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Das ist nicht der Feind, es kommt von unten aus der Erde. Ja. Ja, die meiste Franzose, die du halt in Grenznähe wohnen, können Deutsch so irgendwie noch. Die Deutsche kennen fast alle kein Französisch. Also ich meine, ich ja auch nicht. Wie so für Bonjour und mein Name kann ich sagen, mein Name und so. Ähm, ja, da ging das schon eher. Und ja, ich habe dann halt gehört von Arbeitskollegen, die in Frankreich wohnen oder Franzose sind oder sowas, die halt da gesagt haben, dass die Oma die Deutsche immer noch als Piffekipp bezeichnet. Ah, finde ich richtig. Ähm, Das ist wieder was. Piffekipp deshalb, weil Deutsches Kaiserreich war wahrscheinlich danach Erster Weltkrieg oder sowas. Oder da haben die Deutschen wohl diese Pickelhaube aufgehabt. Weißt du, die Helme mit den spitzen Dinger oben drauf. Und haben die Franzosen dann Piefekipp gesagt. So hat es zumindest der Kollege erklärt gekriegt von seiner Oma oder so. So, jetzt gehen wir da hin und ich gehe mal davon aus, dass man jetzt gleich einer kommt und uns antatscht. Ich klettere da jetzt nicht nur, oder? Gasschutzmaske 1917 oder 1917, keine Ahnung. Die Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter, der auch den Maskenbrecherkomponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte. Sollte. Ah, Alter, was geht denn hier ab? Äh, okay. Ich gehe dann mal. Tschüss, war schön mit dir. War das ein Pferd? Komm ich da weiter nuff? Nee. Was zur Hölle war das? Aua! Sorry. Was zur Hölle war das für ein Vieh? Und wo ist es hingeritten? Okay, da vorne ist jetzt Gas. Muss ich jetzt mal Maske aufsetzen oder was? Drücke Y. Was ist das da? Der, okay. Da ich hier nicht weiterkomme, muss ich ja wohl dann hingehen. Der hat jetzt so Flamme hinterlassen, weißt du? Deswegen gehe ich davon aus, dass da, wo die Flamme sind, dass er da entlang gelaufen ist. Gehe ich natürlich schon lieber. Ist ganz klar, aber er wird
So einfach macht man das Spiel nicht. Was zur Hölle war das für ein Vieh? Ich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nur die Hufe angucken, also. Die kommen auf Französisch. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Jetzt weiß ich, was diese gigantischen brennenden Kreaturen sind. Es sind die gefallenen Soldaten und ihre Kriegsrisse aus alter Zeit. Wir haben ihre Ruhe gestört. Sie kommen. Bald müssen wir mit ihnen reiten. Ist das dann die... Wenn der Soldat mit seinem Pferd eins wird? Ja, es hatte der Opa in einem Brief geschrieben hat. Und unser Vater war ja Krüppel von Geburt an. Hat nie Reite kennen, das war immer Enttäuschung für der Opa. Hat zumindest im Brief gestanden. Falls ihr genaueres wissen wolle, gucke die letzte Folge an. Oha. Jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt halt gibt. Zuallererst gibt es mal eine ewig lange Ladepause. Aha. Komm ich da her, oder? Ja. Ja, ich bin wohl da durchgekrabbelt oder so. Alles klar. Brennt's noch überall? Vielleicht noch was. Ich lese. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant. Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Ich verstehe das so alles noch nicht, ne? In dem Brief, wo wir ja gelesen haben, ist es wohl so. Oder bin ich der jüngere Bruder und Paul ist der ältere? Ich dachte immer, Paul wäre der jüngere Bruder. Moment. Ich blick doch nicht ganz durch. Ja. Huch, wieso bin ich nicht satt? Okay. Junge, hier sieht es irgendwie voll für den Arsch aus. Da ist das Schild. Kopf unten halten. Feindliche Kugeln, okay. Wir sind jetzt wieder... Wir waren ja gerade in der Schützgräbe von der Franzosen. Jetzt sind wir und dann von den Deutschen. Die Franzosen haben ja geschrieben gehabt. Dass sie sich durchbuttle. Steht da. Selbstmordstiege. Okay, dann lehne ich gleich hin. Hallo, Selbstmordstiege. Ja, das sieht ein bisschen dumm aus. So. Moment. Kopf runter. Geh mal noch der hier. Was? Geh mal noch der hier. Ist was noch zu. Geh mal klein hin. Ich will das da angucken. Was ist das? Das ist wieder so. Das ist eins von deinen Fressdinger. Das ist eins von deinen Fressdinger, okay. Ich hoffe jetzt, dass die doch nicht durchkommen. Bin ich schon durch? Okay. Ach, guck mal du. Respawn-Punkt. So habe ich das gehen. Kann ich da wieder hinaus? Nope. Okay. Ja, jetzt hat. Okay. Ne, ich probiere es trotzdem mal. Also ich kann doch hin. So geht's nicht wirklich weiter. Brennt's ziemlich laut. Okay, dann muss ich jetzt wohl dahin hingehen, wo das Gas war. Ziehen wir mal gleich die Maske auf.
war das noch im Hudo, gell? Diesmal gehe ich ein bisschen geduckter. So. Ich habe auf dem linken Ohr gerade Pferde getrappelt, so ein bisschen. Bin gerade ein bisschen verloren. So ist irgendwas. Ich will das Ich Label. habe versucht, ihm zu sagen, dass sich Mutter um ihn sorgt. Dass er nur wegen Vater hier ist. Aber er wollte es nicht hören. Er glaubt, er habe sich den Krieg verdient. Dass er es alleine hier an die Front geschafft hat. Dabei weiß er nicht, was Krieg ist. Nicht einmal hier will er die Wahrheit sehen. Wo sie täglich vor ihm liegt. Geschändet und verreckt und verwest und verbrannt. Und wortlos um Gnade fleht. Ich muss abziehen. Nein, zieh sie besser wieder auf. Nur so eine Idee. Super. Okay. Zur Front. Tschüss. Gehen wir garantiert nicht hin. Okay. Bin ich jetzt hier? Kölner Allee bin ich. Okay. Naja, guck da. Kommandobunker 61. Ja, ah ja. Okay. Zum Krater. Okay, ich musste die Kölner Allee entlang gehen. Komme ich zurück. Da ist wieder der komische Stacheldraht, der so komisch läuft. Dann ist es halt, ja. Der Paul ist mein jüngerer Bruder. Und der war ja vom Opa indoktriniert worden, sozusagen. Dass er hier, Griech, Ich bin zum Griech, um aus dem Elternhaus abzuhauen. Weil ich wahrscheinlich meinen Vater nicht mehr gewollt habe, gekannt habe, irgendwie sowas. Ich war mir so das Mutterkind, der andere war der Opa und das Vaterkind sozusagen. Und die waren, ne? Und der ist dann halt wirklich zu mir in die Kompanie gekommen. Und zwar, weil der Vater ein bisschen sei Beziehungsspiele gelassen hat als Kompanieführer, irgendwie sowas. Das war das, wo die ganze Kompanie dann gesagt hat, ja, was macht denn der Hosenscheißer da? Da muss ich ja noch ein bisschen Milch geben, dass der Mopedchen wächst und was weiß ich was. Das war also wirklich mein Bruder. Und das Problem ist, dass der Bruder voll hier Griech, und der halt keine Ahnung hat, wie schlimm Krieg ist. Du bist tot und du bleibst tot, okay? Ah! Mich kriegt ihr nicht, ihr Mistgeburt! Wer ist da? Bist du das, Soldat? Wo hast du dich die ganze Zeit herumgetrieben? Hä? Hat es dir die Sprache verschlagen? Alter! Bleib, wo du bist, du verdammter Verräter! Kameradenschwein! Hätte ahnen müssen, dass dir nicht zu trauen ist. Ah, davon willst du wohl nichts wissen, hä? Ich wünschte wirklich, ich könnte dir so einfach trauen. Aber ich darf meine Mission nicht gefährden. Okay. Jetzt pass auf. Zur Kölner Allee. Sichere das Sprengstoffdepot. Und dann
Ah. Dass du nicht gemeinsame Sache mit dem Feind machst. Dass ich diesen verdammten Kampf nicht alleine kämpfen Okay. muss. Und nun verschwinde. Ja. Bin mir dabei. Ich soll das Sprengstoffdepot sichern. Ich gehe erstmal zurück, wo wir vorhin nämlich nicht hingegangen sind. Und guck mich da noch ein bisschen um. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Ich sehe halt schon wieder so gut wie nichts. Da waren die ganzen Texte, genau. Okay. Und diesmal würde ich halt gern da hingehen. Da bin ich vorhin nicht hingegangen. Uah, ich muss mich mal konzentrieren da. Jetzt mal stiegen. Bin ich hier? Oh, du leid. So, Doc-Check. Wo ich nicht nehmen kann. Ah. Franz Fromm. Ja, der war vorhin am Telefon dabei. Wissen wir noch wo? Vorhin. Dann war das vorletzt falsch. Wo wir gerade wieder im Haus zurück waren. Das ist die Selbstmordstiege. So, okay. Dann haben wir jo eigentlich alles. Wir müssen jetzt da noch links. Von da hinten sind wir gekommen. Deswegen müssen wir da jetzt halt noch links, ne? Wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Schießfuzzi. So. Hier sollte es sicher sein. Okay. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Schießfuzzi von einer Weile. Und gehen da, wo wir uns drin versteckt haben. Da gehen wir hin. Ich glaube nämlich, dass das... Oh, große Kreuzung, habe ich gar nicht gesehen. Dass das Sprengstoffdepot ist. Da geht es natürlich nicht weiter, ne? Dass das da hinten das Sprengstoffdepot ist. Wir rennen mal schnell hin. Der sieht uns so nicht. So, zack. Hopp, hör auf. Hör auf. Wer weiß, wie das Ja. gemeinsame Sache mit dem Feind macht. Welche? Oder verzieh dich. Der lässt mich da ja nicht nehmen, ne? Schenkst du dir eine Kugel ein? Ja. Jetzt muss ich jetzt beweisen, dass ich... Wer ist denn das? Das ist aber nicht der Flugzeugfuzzi, der nicht mehr geredet hat. So. Große Kreuzung. Müssen wir uns merken. Wenn so viel verlaufe, kann ich dich da jetzt... Das sieht mir... Die dicke Beta. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit dem ganzen Kriegsgedönse, weil... Es gibt Schöneres, wie sich für Krieg zu interessieren. Okay. Ich gehe erst einmal... Alter. Das ist die Patrone? Der Duft von nassem Schwarzpulver brennt in deiner Nase. Leider sind die leeren Hülsen nutzlos. Du Ahnung, kannst du Aschraner Helm draus bauen. Das Geschütz ist nicht geladen. Wer zielt denn das hier? Ich gehe mal da oben an das Tor oder was? Zielt das da nur oder ist das da nur abgestellt worden? Weil das ist so einfach nur... Und wer hat dann eigentlich die Schützegräber gebuddelt? Die müssen doch irgendeiner oder irgendwelche arme Säcke müssen doch da Schützegräber gebuddelt haben wie ihre. Ich meine, das ist so... Das ist so eine scheiß Arbeit. Ja, ich weiß, dass da unten irgendwie... Moment. Die ist wahrscheinlich A leer. Ich guck mal selber mal an, ne? Dass da unten ein Ding war, wo sowas drüber gestanden hat.
Ich schätze mal, dass das... Was ist das doch hier alles? Ich gucke mich mal hier ein bisschen um noch. Ja, da war vorhin sowas, wo drüber irgendwie ein Schild war. Ich schätze, dass das das Sprengstoffdepot war. Aber da bin ich halt nicht hier, weil ich mich erstmal umgucken will. Immer erstmal umgucken. Okay, das sieht ziemlich kaputt aus. Vielleicht findet man ja noch irgendwas. Naja, da komme ich nicht durch. Das ist einfach nur... Also ich muss da dann quasi wieder zurücklaufen. So, wo geht's hier hin? Nirgends. Zum Krater. Okay. Ja, nee, ist... Okay, dort drin war ich noch gar nicht. Was ist denn das? Das ist jetzt aber nicht irgendwie... Ist Giftgas drin oder so? Okay, was ist das hier? Oh. Ohne ist irgendwas. Ich traue mich da noch mitnehmen. Ah, guck mal da. Da kann ich irgendwo kloppen. Ohne dann. Aber wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich nicht mehr hoch, ne? Ich gehe erstmal zurück. Ich renn erstmal noch zurück. Und guck mal das dann nochmal genau an. Das da habe ich gemeint, ne? Ich guck mal, was das ist. Okay, da komme ich wahrscheinlich eh nicht in das Munitionsdepot. Ja, klar. So, explosiv. Rauchen verboten. Ja, besser ist das. Das sind Autos mit Licht. Oder leid was? Das Sprengstofflager. Der Nachschub an Geschossen und Munition ist unterbrochen. So sind wir fast wehrlos. Hat man uns hier draußen vergessen? Nach einer Bestandsaufnahme in allen Gräben und Unterständen habe ich alles, was uns an Sprengstoff und Munition verbleibt, im neuen Munitionslager gesichert. Nun muss ich nur dafür sorgen, dass hier in der Nähe niemand leichtsinnig herumzündelt. Feldwebel Brauer. Ich noch ein bisschen hier im Umkreis um. Gehen wir auch noch daneben, ne? Ich glaube aber nicht, dass wir noch hinkommen. Ich glaube schon, dass so wie wir Wahl gegangen sind, das wäre der richtige Weg gewesen, unrum irgendwie, weißt du? So, guck mal her. Der Eingang zum Munitionsdepot ist verschlossen. Vielleicht kannst du einen anderen Weg hineinfinden. Ja, kann ich. Ich weiß wie. Ja, geil. Videospiellogik. Ich hans voll drauf. So, ihr Leid. Ich sage euch aber schon mal Tschüss. Weil das machen wir beim nächsten Mal. Da oben noch ein bisschen gucken, noch ein bisschen zeigen, was wir das nächste Mal machen kann ich. Aber wie gesagt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ihr Leid. Dann bis morgen. Gucke wieder vorbei. Es bleibt spannend. Tschö.